Ey Jungs, tamam, langsam haben wir es gecheckt. Ihr seid die krassesten, ihr verkauft Shows aus, ihr werdet überall erkannt, alle wollen Bilder mit euch. Aber beruhigt euch bitte, ist gut. Was geht ab, Chilo 385? Ivo und Abdi Süd. Wir sind bei Kurz und Bündig. Die zwei Kurven mit dem beschissensten Podcast. ja, der Melodie. Ey, ich schwöre ihr zwei. Irgendwann, ich verwünsche euch und nachher sehen wir. Okay? Ja, keine Ahnung, ich bin einfach Bullen geschlagen. Brüder, ich habe Termin. Brüder. Ciao. Ach, jetzt verstehe ich es. Jetzt kurz und bündig. Ja, Bruder. Jetzt gecheckt. Kurz und bündig mit motherfucking Postcard. Das ist kurz und windig, Mark. Es sind jetzt heavy 2 Wochen gewesen. Seit unserem letzten Podcast sind ein paar Sachen passiert. Ich habe mir eigentlich gesagt, ich will da nicht zu fest in das Thema eingehen. Aber für die es nicht mitbekommen haben, die ganze Geschichte um den Gusti herum hat nochmal ein bisschen Wellen geschlagen. Offiziell ist, was passiert ist, Migros hat weit aus dem Sortiment genommen, aufgrund von Aussagen, die der Gusti tätigt hat. Coop hat es aus dem Sortiment genommen, weil es sich nicht verkauft. Offiziell. Und der Gusti hat nachher ein Video gemacht, wo ihr euch anschauen könnt, wenn ihr wollt. Auf jeden Fall ist sein Fundament dahinter, oder seine Grundaussage ist, dass Kooperationen mit ihm als Influencer beendet worden sind, weil er sich kritisch gegenüber der rechten gegenüber Asylpolitik und Asylheim geäußert hat. Und da kann ich jetzt einfach nur etwas dazu sagen. Es ist nicht aufgrund davon, weil du rechts gewählt hast oder weil er rechts gewählt hat oder weil er sich kritisch geäußert hat, sondern es ist einfach aufgrund von Aussagen, die einfach zu weit gehen, die in Zusammenhang mit Geburtenraten und wahre Schweizer Waren etc. Einfach zu weit gehen. Was ich eigentlich von Anfang an gesagt habe. Vielleicht muss ich dazu noch sagen, wir haben als Feedback bekommen, dass die Art und Weise, wie wir diskutiert haben, so wie wir das angesprochen haben, nicht okay ist, wie wir beleidigend worden sind. Und für das könnte man sich entschuldigen. Ja, mehr kann ich mir nicht sagen. Ja, also fair. Absolut faire, angebrachte Kritik. Ich glaube, da bin ich mehr angesprochen wie du. Also man könnte sich entschuldigen. Ja, ich habe gedacht... Mache ich auf jeden Fall nicht. Ich habe gedacht, du hast da jetzt noch irgendetwas. Nein, macht Spaß. Alles gut. Wir haben das auch schon zusammen besprochen. Ja. Und das ist auch so das einzige Feedback, das wir von ihm bekommen haben. Ja. Er hat geschrieben, danke fürs Beleidigen. Und lieber Gusti, ich so da, der Zero, ich glaube, ich bin der Einzige, der dich beleidigt hat. Und deswegen, es tut mir leid, dass ich dich beleidigt habe, dass ich nicht sachlich bleiben und ruhig bleiben, so wie du. Und deswegen entschuldige ich mich bei dir für die Beleidigungen, die ich tätigt habe. Und ja, ich hoffe, du fühlst dich jetzt ein bisschen mehr gesehen oder verstanden oder wie auch immer, aber auf jeden Fall, ja, das ist... Im Wort des Gefechts habe ich mich nicht im Griff gehabt, bin ich ein bisschen emotional geworden. Tut mir leid dafür. Und ich kann dir vielleicht noch einen Tipp geben. Du bist zwar der größere Businessman als ich, aber von mir aus der Tipp ist, du könntest jetzt zum Beispiel mit deinen Weltwoche-Homies und mit deinen jungen Tat-Homies, ich könnte dir einfach alle eure Tränen sammeln und aus dem einen neuen Drink machen. Wie ist das, Bro? Komm zu mir, ich will auch Anteil für das. Nein, das ist eigentlich wie alles, was ich sagen will. Und mit, wo ich gesagt habe, wir können sich entschuldigen, habe ich mehr sagen, warte nicht drauf. Aber das ist auch gut. Das ist auch gut. Ja, du musst zu deinen Fehlern stehen, ganz klar. Und weil sonst holen dich deine Fehler ein, wie gewisse andere das gesehen haben, wenn man nicht so steht. Aber ja, auf jeden Fall lustig. Lustig, was passiert ist in den letzten paar Wochen. Ja, sehr lustig. Lustig ist auch, was für Übergang. Ja. Lustig ist auch, wo ich letzte Woche nicht war, an einem maximalen Platz, wo ich absolut fehl am Platz war. Du hast eben schon meine Stories gesehen, du hast mir auch geschrieben, du so, machen wir jetzt so. Ja. Auch der Noah hat mir geschrieben, also Bro, ich will die Stories löschen, du wirst cancelled.
Und zwar bin ich am White Turf gewesen. Und White Turf ist nicht etwas, wo vom Namen her würde mir jetzt denken, da ist irgendwo, wo der Gusti sich aufhaltet. Für mich irgendwie erinnert es an Surfen, ich weiß nicht. White Turf Ich Surfen. höre jetzt auf mit dem. Ja, Okay. nein, was ist White Turf, Bro? Ey, ich habe es auch nicht gewusst, bis ich dort war. Ich kann es nicht genau sagen, ob es von dem kommt, aber es ist einfach ein Ort, wo vor allem Pferderennen stattfindet. Okay. In verschiedenen Kategorien. Irgendwie einmal ist halt Reiterin auf dem Pferd. Einmal ist Reiterin irgendwie hinter dem Pferd und hebt sich also um ein Seil. So gladiatormäßig. Irgend so etwas. Einmal. Und auf Ski oder was? Ja, ich glaube es auf Ski. Ja. Ist Also, White eigentlich der Schnee? wahrscheinlich, ja. Ah, okay. Und dann, eben, es gibt verschiedene Arten. Einfach Pferd, Mensch und Rennen gegeneinander. Und entstanden ist es dadurch, dass ein guter Kollege von mir zu mir gekommen ist und gesagt hat, hey, ich hätte noch Tickets. Und ich habe eigentlich geplant, mit einer anderen Person zu gehen. Die Person ist leider nicht mehr so, sie kann nicht, die Person kann nicht leider, willst du? Und ich habe nur gehört, White Turf, St. Moritz, eigentlich hat nur St. Moritz gelangt, ich so, ja, bin dabei, scheißegal. Und du bist erst in St. Moritz gewesen, nicht? Grundsätzlich ist es nicht so ein grosser Ort, oder? Es ist ja, das ist eine Altstadt und dann hast du noch den See und viel Natur. Bro, ich habe nur eine Erinnerung an St. Moritz. St. Moritz. Und das ist, meine Mutter ist mit dem Auto in St. Moritz reingefahren. Also wie gewisse Leute crazy. Nein, ist einfach ins Stadtzentrum Ja. oder was auch immer, Dorfzentrum, I don't know, reingefahren und sie hat 1000 Stutz Bus bekommen. Tschüss! Mhm. 1000 Stutz! Ja. Wie sie wahrscheinlich verboten, also Weil St. Moritz ist autofrei. Beziehungsweise du kannst anscheinend nur mit der Bewilligung dort Bro, reinfahren. ich bin dort gewesen. Ich habe einen fetten Klapp nach dem anderen gesehen. Ja, wahrscheinlich wegen White Turf. Aber ich habe gemeint, wegen, keine Ahnung, Bro, Abgas oder... Nachher hat er einfach einen Taui Natur. bekommen. Einfach Bus, ist einer gekommen. Und anscheinend, der Bull hat dann mit ihr geredet und gesagt, ja, haben sie die 1000 Schilder nicht gesehen? So, anscheinend gibt es wirklich Schilder Okay. Eben, dann ist er vielleicht genau irgendwo reingefahren, wo vielleicht nicht sollst. und du darfst, glaube ich, nicht ins Zentrum gehen mit dem Auto, außer Ja. du bist halt irgendwie Anwohner oder Rich Millionär. Rich Millionaire. Ja, Genau. genau. Aber das wären meine Erfahrungen gewesen. Das und ich glaube einmal Fett Casino rausgeholt, kann das sein? Ja, ja. Es Ja. gibt, also, ist leider weg dort. Oh, scheiße. Haben wir eigentlich auch wollen. Fuck. Weil wenn ich jetzt Minus mache von dem, was meine Mutter gezahlt hat, Ja. Holst du dort wieder raus? müsste ich jetzt eigentlich wieder gehen, um wieder... Ja. Es ist leider zu. Scheiße. Dafür ist ja das Casino im Winter aufgegangen. Und du bist nicht mehr im Winter. Fuck. Ja. Weißt du noch, am Anfang, ich glaube Folge 15 oder so, Mhm. haben wir über das geredet, dass wenn im Winter Casino Wer gesehen aufgeht und so, ja. Aber ich habe das recht im Griff, ich bin nicht mehr so spielsüchtig. Nicht mehr, nein, aber weil du auch einfach, also, du gehst einfach nicht mehr. Weil Ja. wenn du einmal gehst, ist wieder gewesen. Ja, Bro. Ja, egal, wir werden immer ein besserer Mensch. Auf jeden Fall, ja, sind wir dort hingegangen. Eine Nacht dort gepennt. Dann gehe ich dort hin. Erstmal, das Ganze findet auf einem gefrorenen See statt. Der St. Moritzer See, wer kennt es nicht? Ja, auf einem gefrorenen See. Ja. Hin auf dem Ticket steht, Ja. betreten auf eigene Gefahr. Das heißt, wenn mir was passiert, Crazy. aber eigentlich du schaust, es ist dort ein Krankenwagen, Polizei. Sag ehrlich, wo du draufgegangen bist, hast du so mit dem Fuß erst so tappt? Ich kann schon ein bisschen versuchen, So Gumpen, aber schauen, was, so, was heb denke ich, mich weißt du, das, so, am Gumpen und so, nichts passiert. Und dann sind wir dort hingegangen und, Bro, ich habe noch nie so krass mich fehl am Platz gefühlt, noch nie. Ich gehe dort hin mit dem Kollegen und ein Pelzmantel nach dem anderen. Crazy. Einer sogar, ich weiß nicht, knallorange. Welches Tier ist orange, Alter? Wahrscheinlich vor. Also Falschpelz. Aha, auf jeden Fall, Bro, sind wir dort gewesen, wow, viel Pelz, Alter. Dann ein Kollege, sein Vater auch so, eigentlich ein nach dem anderen müsste ich da flattern, weißt du? Ist der Kollege vom Vater auch gekommen? Ja, ja. Ah, geil. Er so ein nach dem anderen müsste ich da flattern, weißt du? Für das, Ja. dass sie das anlegen und so. Ja, Bro, und dann habe ich allerlei komische Sachen gesehen. Auf jeden Fall alle rich. Mhm. Frauen haben alle den Moncler Moonboot da angehabt. Ja, Taui oder so kostet der Scheiß. crazy. Pelz überall. Uhren haben mich blendet dort, Bro. Ich habe gar nichts gesehen. Aber was hast du gemacht genau dort? Also du hast einfach Pferderennen. Ja, ich habe gedacht, ich gehe dort hier schauen, ein bisschen zu gut Haben wir ist. Wetten dort? Dann habe ich eine Wettstube gesehen dort. Oh. Ah. Und dann bin ich dort hingegangen mit ihm. Und dann, er so, ich glaube, ich mache so. Ich so, Bro, look,
Ich nehme 1, 2 Wetten die Kiste safe, Mhm. auf 2 safe, wo scheint gut sind, wette ich. Mhm. Und auf 2, wo niemand denkt, Underdogs. Er sagt aber, Bro, look, bei dem im Prospekt steht, hat noch nie in seinem Leben gewonnen. Wer weiß, Bro. Ich so, Bro, heute ist vielleicht der Tag. Heute ist vielleicht der Tag. Dann haben wir gewettet, dann Wie viel gehst du hast du halt, gewettet? 10 pro Pferd. 10 Stutz. Ja, ist krass, Bro. Mindestens das ist 2 Stutz. Also wenn ich Rich Millionaire, Bro, ich mache einen Taui, 2000, Du hast 10.000. 10 Stutz gewettet. Was Ja. hättest du bekommen? Ich habe mal gewonnen, chill jetzt, okay? Opa! Ja, ich habe 4 Pferde gewettet. Mhm. Keiner von den Favoriten hat irgendetwas gewonnen, weil ich habe gewettet, dass ich die, glaube ich, auf Top 3. Ja. Du kannst auf Top 3 wetten. Okay. Und keiner von den Favoriten ist Top 3 gekommen. Mhm. Und wir sind am Pferd schauen und dann höre ich einfach, ich höre, wie der Typ so am Schreien ist, der Moderator, so Ja. durch die ganze Dings. Ah, und da kommt ja die große Überraschung. Schafft er es, schafft er es? Und die sagen Pferdename, kein Wind of the Eye, Wind of the Eye. Und ich so, Bro, ich check doch nicht, welches Ohne Pferd. Kuchen. Irgend so etwas, Bro. 17th of September, irgend so, weißt du? Und dann gewinnt und dann kann ich so Wettstube so Aber wieder. ist es der gewesen, wo der Underdog war? Ja, einer von den Underdogs. Ich gehe dort, gell? Ja. Ich gebe so, ja, ich habe schon etwas gewonnen, weißt du? Also ich weiß nicht, ob ich gewonnen habe. Sie schaut so 10 Stutz, ich so, stabil 80 Stutz. 8-fache gemacht. Ich so, hätte ich sollen mit dem Honig gehen. Du hättest Mann. mit 1000 gehen, wie kommst du rein, Bro? Ja, Bro. Scheiße, Mann. Dann bin ich dort gewesen. Wann ist das nächste Mal? Ey, ich bin voll verwirrt bei dem. Ich komm Irgendwie mit, Bro. scheint es das über mehrere Wochen. Ich komm mit, Bro. Über mehrere Gehen Weekends. wir jetzt? Sollen wir abbrechen, den ganzen Scheiß, Bro? Bro, es ist über mehrere Weekends, ich habe keinen Plan. Und dann habe ich dort getüpft. Und einmal hat, also dort, wo ich an der Bande war, bin ich so, Favorit hat nicht gewonnen, ich so, mal korrupt, Alter, weißt du, so, korrupter Scheiß. Was und so. hättest du bekommen, wenn ein Favorit gewonnen hätte? 2-fache. Vielleicht 20 oder so, ja, das Doppelte vielleicht. So irgendwie. okay, ja. Das Ding ist, du siehst die Quote nicht. Du siehst nur die aktuelle Quote, die du jetzt siehst, aber du weißt nicht, wie viel sie ist, weil die definitive Quote weißt erst, wenn alle gewettet haben. Aha. Wenn alle gewettet haben, nicht einfach auf die gewettet, die am wenigsten gewettet haben. Kann man mit Twin zahlen, zum Beispiel? Ja, kannst du auch. Crazy. Ja, auf jeden Fall. Und sorry, darf ich noch ja, fragen? ja. Gibt's so, also hast du müssen so etwas abgeben, so Idiot, oder was? steuertechnisch, keine Ahnung. Von dem 80 Stutz? Ja. Nein. Also ich meine so. Nein, also ich kann auch nicht gewonnen. Ah so. ja, okay. Nein, ich denke nur so, Amit Ja. gehört im Lotto, er hat 2 Millionen gewonnen, dann kommt er 300'000 über. So, checkst Ja, aber das sind die, wo, Bro, wenn ich für Lotto gewinne, ich will Gott alles von mir instant, in jeder Sekunde Kanton Schweiz anmelden. Dort. Instant, in der Sekunde, Bro. In der Sekunde. Ja, auf jeden Fall, bei der Bande, Bro, hat einmal mein Pferd nicht gewonnen, nachher bin ich ein bisschen hässlich geworden, weißt du, der Favorit. Ich so, alter, korrupter Shit und so, weißt du. Dies und das, nachher sehe ich so einen, Bro. Kennst du die, die so reden? Die, die so Ja. ruhige Stimme. Vater von Steve Murs. Die haben so ruhige Stimme. Nachher, ich sag so, korrupt, er so, na, you think corrupt, hä? Nachher ich so, yes, of course, corruption, weißt du, ich so, he was favorite und so, nachher. He was favorite, Ja, hast du gesagt? ja, Bro, nachher, Maar, dale, Mr. Dale. International. wow. Ja. Nachher, er sagt so, er fängt so an lachen, er so, yeah, that's corruption. Nachher Also ich ist er raus gesehen. wow, nachher ich so, where from? Er so, Was? einfach nur Kopf geschüttelt. Okay. Und nachher ich so, okay, er so, where are you from? So, I'm Swiss, I'm Kurdisch. Er so, Kurdisch? Ah. Weil er hat schon ein bisschen wie ein Onkel ausgesehen. Aha. Aber ich glaube, er ist raus. Ich habe zuerst, Bro, look, ich habe gedacht, das beste Szenario, was nicht passieren ist, ich gehe dorthin, lerne ein, zwei reiche Motherfuckers kennen, Blas ist nice. unter anderem, ja. Ja. Und dann habe ich einfach schon mal gute Connections und Leute, die Cash haben. Mhm. Ich pitch ihnen irgendeine Idee, Was, Pitch? ich pitch ihnen irgendeine Idee und dann habe ich zwei reiche Kollegen und sage, ey, vertrau mir. Mhm. Dann sage ich sage ihnen, ich brauche 5 Millionen, die sagen, Bro, 5 Millionen sind für mich wie 5000. Also ich vertraue dir. Und dann? Dann machst Crazy. Es gibt einen Film, den du schauen kannst, du. der mit Pferderennen anfängt. Und auch so Wetten und so sind. Mhm. Ein Filmtipp an alle, meine Goons. Mhm. Lucky Number 11. Wie? Lucky Ja, Number ja. 11. Ah, das ist wie Eleven im Kopf, ja. ist ein Name. 7-11, Nein, irgendwas. 11. Ja. Ist ein, so ein Name, so Schlomo-Name mäßig. Okay. Und Dort wird er da ein und wird es, rich. es fängt einfach mit einer Pferdewette an und er wird nicht rich, aber die Person verwettet viel Geld. Und dann passieren Sachen. Auf jeden Fall ist es wirklich ein geiler Film. Josh Hartnett in der Hauptrolle. Bruce Willis ist auch dabei. Ein paar geile Characters. Und sehr lustig. Sehr Ja. lustig. Bro, der Typ für den Favorit ist mir ganz sicher, kann ich von einem, der der Kasse bekomme. Ich gehe zu ihm. Oh! Ich sehe, hey, Bro, hast du einen Tipp, weißt du? So, Ja. Insider, irgendetwas vielleicht.
Er so, schau, was soll ich sagen? Ich kann von vielen Nummer 2 sage ich krank. Und das ist der, der gewonnen hat? Eben nicht. Oh. Also Nummer 2 sage ich krank. Weil am Anfang ich so, Bro, gib Tipp, er so, nein, ich weiß nicht und so. Ich schaue nach, so, bist du Italo? Hm. Er so, ja, wegen? So, Bro, komm. Mach etwas für den Bruder, komm, gib einen Tipp. Nachher er so, ja, so, komm, ich kann von vielen 2. Dann habe ich auf 2 gewettet, hat meinen Arsch gefickt, aber egal. Ist nicht gekommen. Und sonst, etwas, was mich maximal schockiert hat, ich bin dort vom 11 bis vielleicht 3 gewesen, so 3. Plus minus 4 Stunden. Mhm. Full 4 Stunden habe ich eine Frau gesehen mit 2 Leuten, die sie ständig aufnehmen. Also so aufnehmen, so Influencer-mäßig? So. Mhm. Einer mit so einer Kamera, wie Black Magic Style. Ja. Krank. Der Kenner bist du jetzt? Der Kenner. Ja. Bro, riesen Cam, gell? Hat richtig teuer ausgesehen. Und einer mit Handy. Mhm. Bro, ich laufe mit dem Kollegen immer wieder runter dort. Ja. Zu einem Zeitpunkt hat sie so ein hockt sie so, also steht sie irgendwo, hat so einen Tisch vor sich, Bartischmäßig, und hat da drauf einen Teller mit Muscheln. Fried und Mull quasi. Morgen, wir laufen ungelogen 2 Stunden mit dem Kollegen, immer wieder dort ein bisschen rumschauen, rennen und so weiter. Bro, immer wieder haben wir gesehen, sie hat in diesen 2 Stunden nicht eine einzige Muschel angelangt. Nicht eine einzige Muschel. Aber der Typ, in 2 Stunden, er ist die ganze Zeit von jedem Winkel am Aufnehmen gewesen. Ohne Scheiß. Ja. Aber von jedem Winkel. Und dann habe ich wieder gedacht, so, wow. Ist es noch ein Bachhofen gewesen? Nein, er ist nicht da gewesen. Er hat mir geschrieben, er so, wow, bist du weiter? Wie ich gerade angerufen, ich so, Bro, bist du auch da? Aber er hat nicht abgenommen. Wir Also- haben mich nicht abhängt. Ich rufe ihn mal, es ist nicht mal scheiße und so. Kennst du, wenn du lang wartest, bis sie überhaupt chillen? Nachher kommt irgendwann mal, nee, diese Nummer ist zurzeit besetzt. So, das ist gerade gekommen. Nachher hat er geschrieben, also, Bro, ich bin nicht da. Ich habe nur gesehen, bist du dort. Blackframe ist dort gewesen, Ja. unsere Jungs von Blackframe. Ich so, wo sind der? Ultra VIP. Ich so, ja, korrekt, Jungs. Ruft mal, sag, lass mal heute. rein, Bro. Ich so, lass mal heute sagen, ich weiß, ich Ja. kann ihn nicht sehen und so. Ja. Schwierig momentan. Schon, hä? Ich so, so, ihr habt die Muscheln dort und die Aussteller und das 7000 Stutz Buffet dort geschmeckt und dann vergesst ihr, von wo ihr kommt. Krass. Also, ich schaue, ob ich Zeit habe, ich melde mich. So, schon melde ich nicht. Wir schauen, ob du... Ich melde mich wegen Neustaffeln vielleicht, eines Tages. Krass. Ja, das habe ich gemacht, Bro, und wir haben mega schnell einfach gemerkt, wir sind fehl am Platz. Ich weiß nicht, hast du schon mal gehabt? Du bist irgendwo hingegangen, hast dich voll fehl am Platz gefühlt. Wie zum Beispiel Langstrasse. Hast du mich ernst gesagt oder hast du das wollen sagen? Ernst, aber der ist mir noch in den Sinn gekommen. Okay, das ist nicht schlecht. Langstrasse habe ich eine lustige Story, wo mir letztens passiert ist. Wo mich Du bist erst mal wieder im Ausgang gewesen, nicht gesehen? ja, voll. Solo oder mit Frau oder mit Kollegen oder einfach hauptsächlich ohne mich? Bro, du kommst in den Ausgang. Frag doch jetzt. Also, der Amos, der Homie, à la Playa, hat aufgelegt. Und Bro, bei mir ist momentan so, wenn ich Bock habe auf Ausgang, das passiert ja vielleicht einmal alle 6 Monate, Bro, schreibe ich am Amos, was läuft heute Abend. Ey, Daddy, hast du wieder eine Liste? So, schreibst du. Und er sagt, ich bin da und da durch auf Liste, so quasi der. Einmal als 6 Monate, er schaut aufs Handy. Er wird Der wieder ist auf die Liste, Mann. Er zahlt die 10 Stutz, Bro. Scheiße. Also, Bro, wieso meldest du dich nur alle halb Jahre zum Liste kommen? Meld dich ein bisschen intensiver. Ich bin auch schon mal gegangen. Ich habe eine Liste gehabt für Longstreet. Mhm. Und dann habe ich gesehen, dass niemand ansteht. Ja. Und nachher bin ich weggegangen. So, wir haben es trinken, bin wiedergekommen. Und erst, als es voll am Anstehen sind, bin ich angegangen. Damit die Leute dich sehen. Damit sie sehen, dass ich nicht anstehe. Damit sie checken, du bist eine very important person. Dass ich einfach kann dort vorbeilaufen Ja, und zack, rein. Das habe ich gemacht. Nein, Bro, wir sind im Longstreet gewesen. Und ich habe ein bisschen gesoffen. Sehr gut. Und dann ist etwas passiert, was mich massiv gestresst hat, Bro. Und das wollte ich dir einfach erzählen. Weil ich deine Gedanken... Es hat mich gekratzt, Bro. Es hat mich gekratzt, weil es hat mich wieder nicht losgelassen. Okay. Wie würdest du beschreiben, wie wir sind, wenn Leute uns sagen, zum Beispiel einer kommt zu dir und sagt so, hey Serhat, was läuft? Hm? Du kennst die Person nicht. Ja. Was machst du? Hoi, was läuft? Und dann? Ich Smalltalk so. Hoi, was geht? Alles klar. Und bis zu dem Punkt, du weißt immer noch nicht, kenne ich die Person oder nicht? Also meinst du, ja, look, es ist einfache Rechnung. Ja. Ich habe... Menschen, die ich kenne, die kenne ich. Ich habe mir Gesichter merken, nehmen nicht. Wenn jemand ist, den ich nicht kenne, dann gibt es nur einen Trugschluss aus dem Ganzen.
Der wer? Will ich ein riesen... Nein, nein, das ist ein Podcast, Bro. Oder? Wieso sollte man mich sonst kennen? Genau. Also weißt du, wieso sollte ich relevant sein für irgendwelche Leute? Und Bro, das Ding ist ja, aber du machst ja, also irgendwie sagst du ja nachher nicht, Du vielleicht schon, ja. Du sagst, ja, schon. ja, ich bin der, ciao. Ja. Nein, auf jeden Fall, das Ding ist, ich bin am Laufen gewesen, Bro, und ich bin ein bisschen alkoholisiert gewesen, aber nicht zu fest. Ja. Und dann hat irgendjemand mir recht fest auf die Schulter geklopft. Shit, will er brechen? So, ey, Joldas. Ja. Und ich drehe mich um und ich bin am Heilaufen gewesen, Bro. Und ich schaue ihn an und er so, was läuft? Und ich habe nachher gesagt, ey, ciao, sorry, kenn ich dich? Mhm. Weil ich habe nicht gewusst, so wie er mit mir redet. Ja. Er so, voll arrogant. Er sagt mir einfach, ja, nein, du kennst mich nicht, aber ich kann dich, ich höre den Podcast, Mann. Gern geschehen, gell? Wow. Und Bruder, ich habe ihn einfach angeschaut Crazy. und so denkt, Kollege, wie redest du mit mir, Mann? Du hast ja besoffen, nimmst Bier, machst kaputt. Red normal mit mir. Bro, nein, ich habe ihn angeschaut, ich so, easy, okay, danke. Oder irgendwie, easy, Ja. okay. Ja. Und dann bin ich quasi weitergelaufen. Und dann höre ich ihn so, bist du besoffen oder was, Mann? Also weißt du, so irgendwie. Ja. Ich bin froh, dass aus dem Ganzen seit Jahren einfach so, du der Arrogante so bildlich. Aber Bro, sorry, darf ich schon sagen, ganz ehrlich, Ja. ich würde behaupten, ich bin jemand, ich freue mich auch jedes Mal, wenn Leute mir sagen so, ey, ich höre den Podcast und so. Aber Bro, ganz ehrlich, Ja. jetzt, so wie ich es dir erzählt habe, Mhm. wie hättest du reagiert? Also Findest du, ich habe falsch reagiert, dann habe ich gesagt, dann kenne ich dich. ich habe nicht gesehen, wie du, Bro, Blick entscheidet auch viel. Schon, ja. Wenn du sagst, wer bist du, wo kenn ich dich? Mhm. Bro, Peach. Ja, Ich will direkt sagen, Bro, ja, ich supporte dich seit Ja. 2023 und du machst sonst was. Wieso soll ich dich kennen? fair, okay. Ich hätte vielleicht zum Beispiel so gesagt, wieso, hey, das was geht? Ich hätte gesagt, ey, Bro, alles klar. Sorry schnell, Bro. Haben wir das schon mal irgendwo gesehen? Einfach auf anständig, weißt du? Also ich bin das Problem. Ja, Victim Blaming. Bro, ich weiß nicht, wie du ihn angeschaut hast, wie du geredet hast. Also nicht mit Victim Blaming zu, aber zum Beispiel, letztes Mal hast du eine Story gemacht. Instagram. Ja, Instagram. Ja, mit Mike Müller. Mit Mike Müller. Ja, also komm. Du schreibst, normale Dienstag. Ja. Ja, komm jetzt. Aber, also du Nein, musst aber mir warte, sagen, warte. Wieso bist du so? Ja, nee, du liest, dass ich schreibe, Ja. Dienstag halt, normale Dienstag, also Ja. was passiert ist, ich habe eine Story gemacht, wie ich bei Mike Müller Einfach wieder mit hänge. Mike Müller hängt. Ja, er ist mein Homie, Bro. Ja, normal. Er ist mein Ach. Lukas in Schwanz. Er ist mein Ach, Bruder. Das Krasse ist, ich hatte überraschend, ich meine, ein paar Mal mit mir geredet und er so, ich höre euren Podcast voll im Fitness. Also Mike, falls das jetzt los ist, wie Fitness, vielleicht musst du jetzt schnell 3-4 Stufen runterfahren, weil jetzt kommt ein Knuckle-Move. Ja. Er ist mein Blood, Bro. Er ist mein Slime, checkst du? Ja. Der Maggie und ich, Haben Bro. er einen eigenen Handschlag? Bro, der Maggie und ich, Bro, wir hängen jetzt, wir trinken Kaffee, Bro. Weißt du, Ja. wie das so ist, Der Bro? geht dich in den Nachmittagsschlaf. Sagst Nein, du? Bro, wir hängen jetzt, Bro. Es ist wie, Bro, Brad Pitt hängt mit George Clooney. Ah, okay. Verstehst du? Okay. Ja, Ich hänge mit Mike Okay, aber wie Müller. sagst du jetzt zum Beispiel... Tschüss. Sorry, Leute. Diese Zogen werden immer Ja. lauter. Wie sagst du denn zum Beispiel... Wieso kannst du nicht einfach eine Story machen mit ihm? Weil das Ohne Ding, Szene. das Ding ist, wenn Ja. ich eine Story mache, Mhm. wo quasi der Mike Müller ist, ich Mhm. markiere ihn, Mhm. nachher ist wie so, man, ich hänge mit Mike Müller, ja. Ah, aber Aber normale wenn ich- Dienstag ist nicht Wenn so. ich schreibe, Ja. man, normale Dienstag, Ja. dann ist das ein sogenannter, ist das ein Witz, verstehst du? Ich mache mich lustig, das ist eine Meta-Ebene, lass mich ausreden. Bruder, ich frage dich an. Ja. Ist das auf einer Meta-Ebene, dass ich sage, man, normale Dienstag, was denkst du? Verstehst du? Also ich mache mich selber darüber lustig, dass Ja. ich die Story mache. Kennst du Leute, wenn du sagst, ey, wie hast du das gemeint? Sag jetzt, ist nur ein Witz gewesen. Nein, nein. Nein, Bro. Bro, look, Also du also, kennst mich, willst- ich es- kenn dich, aber ja, du weißt ja man denkt von dir Mhm. maximal arrogant. Ja. So. Mhm. Wieso bedienst du dich noch selber, wieso fickst du dich selber mit so Sachen? Bro, ich bin arrogant. Ich bin. Wer von euch Losers, die das jetzt hören, wer von euch? Wer von euch hängt mit Mike Müller? Ich hoffe eines Tages, Bro, eines Tages kommt der Luan vor dir an und bändigt dich schnell. Der Luan, erzähl du mir, er ist mein Kollege, Bro. Verstehst du? Er so, ich schreibe Ja. mit ihm, er zeigt Spotify-Kommentar. Ja. Wo antwortet er? Ja, look, er hat so geschrieben. Der Luan sagt, er ist mein Homie, Bro. Er ist mein Blood, Bro. Was? Ja, auf jeden Fall. Ich habe das gesehen, Bro, und ich so... Also Du hast gedacht,
So ein Pitch. Nein, ich Oder? habe so gedacht, ich kenne dich ja. Bro. Aber ich habe so gedacht, so, schau, Jeder checkt, dass ich einen Witz mache. weiß nicht, was sagen die in DMs? Nicht, Bro, ich schaue nicht, ich lese nicht, Bro. Liest Keine nicht? Zeit, keine Zeit, Bro. Okay. Nein. Ja, du hast mit ihm gehängt und irgendwie, bist du mit dir heimgekommen oder bist du zu dir heimgekommen? Bin da. Ah, du weißt die Adresse und so. Ja, Krass, Mann. er ist ein Homie, Bro. Krass. Hast du noch mit Mike Herz gespeichert? Nein, einfach MM. Nein, Bro, das Ding ist, ich würde dich gerne mal fragen, wenn wir so drüber reden, dass ich arrogant bin. Denkst du so, ich habe gern? Im Mittelpunkt stehen? Nein, Bro, ich meine so, ich habe gern, dass ich jetzt mich umgebe mit ein bisschen bekannteren Persönlichkeiten. So. Ist das etwas, wo du findest, zum Beispiel, ich hänge mit dem, ich gehe ab und zu mit dem Noah etwas trinken, ich gehe ab und zu mit dem Mike Müller etwas trinken. Ja, genau, aber ich wollte sagen, denkst du, ich hänge mit ihnen, weil ich wirklich so interessiert bin an einer Freundschaft, oder will ich gerne Stories posten, so quasi ich mit ihm hängen? Ich kann es gerne das zweite, ne? Ja, 100%, Bro. Ja, 100%, Bro. Hä? Weil das Ding wäre ja, also zum Beispiel, was für eine Freundschaft hast du mit dem Noah zum Beispiel? Oder? Er ist Vater, er hat Frau, Kind. Er wohnt irgendwo an einem Ort, wo es nicht noch 3G gibt. All das. Ja, und, was für eine Freundschaft? Mit das redest du darüber? Luigi Mann sagst, Bro, heute habe ich Taxi. Oder Luigi Mann sagst, hey Mann, reden wir mal zusammen über etwas. Bro, und nachher machst du die Story. Meine Freundschaft mit ihm ist strikt auf Business basierend. Yani, es ist gut, dass man in Kontakt bleibt, Bro. Okay. Aber ich frage anders. Ja, okay, ich frage anders. Ja, frag anders. Hängst du mit dem Alawi amix? Ja oder nein? Das ist keine schwierige Frage, Bro, wenn ich das abbrich mit anderen Menschen, die ich am Hängen bin, hänge ich es mit ihm am wenigsten. Aber du gehst ab und zu mit ihm etwas essen? So alle 2 Monate einmal. Ist es vorgekommen oder nicht? Einfach gefragt. Ja, er ist vorgekommen. Also. Ja. Hast du Story gemacht? Ja. Nein. Hä? Ja, hast du gemacht. Was habe ich gemacht? Du hast gemacht, Bro, ich weiß es. Ich habe dir ein Foto geschickt, Du hast Story gemacht, Bro. Ich habe dir ein Foto geschickt. Ich habe keine Story gemacht. Ich habe dir ein Foto geschickt, nachher läutest du im Alawi an. Hängst du jetzt mit dem Zero? Wieso hängst du mit dem Zero? Bro, mach nicht so. Nimm nicht mein Gesicht mit so Lügen, Bruder. Bro, du läutest mal. Du Bruder. so, willst mit dem Kurt hängen und so. Das sind Lügen, Bruder. Aber eben, Crazy, ich was ich damit will sagen ist, ja, glaubst du an so einem... Nein, Bro, jetzt mal Spaß beiseite, Bro. Das ist ein Problem, das ich habe. Ehrlich. Meine sozialen Kontakte, die ich habe, die sind immer gebunden daran, dass es für mich, dass es mich auch weiterbringt. Zum Beispiel, ich hänge gerne mit Menschen, die ich gerne habe, aber wo ich auch weiss, sie haben ein ähnliches Mindset wie ich, sie arbeiten in ähnlichen Bereichen wie ich. Ja. Und ein paar nennen das vielleicht Opportunist, Bro. Ich nenne das... Ich weiß nicht, wie soll ich das sagen, man? Ich nenne das einfach Alpha-Mindset, Bro. Ah, okay. Der Weitere, okay. Nein, aber ich glaube, das ist wirklich das Problem, das ich ein bisschen habe, dass ich zu wenig soziale Kontakte habe mit Menschen, die ich aus reiner Freundschaft... Hast du das mal da gehört, zum Beispiel? Okay, das ist unfair, warte, das ist gerade vor kurzem passiert. Ja. Also, weil ich ihn erst gerade vor kurzem gehört habe, ist es unfair? Nein, weil er uns in Gruppenchat geschrieben hat, also er hat sich mal so quasi. Aha, nein, ich habe mit ihm letztens geschrieben. Ah, okay. Wenn hast du zum Beispiel... Chance? Habe ich auch vor ein paar Tagen geschrieben, weil ich mich mit ihm treffen will. Okay. Was ist jetzt, Bro? Was ist zum Beispiel... Aber ich tue das ja nicht bestreiten. Ich sage ja zum Beispiel, meine momentan engste kollegiale Beziehung ist mit einem Typ, den ich hure gerne habe, wo aber auch Kameramann ist zum Beispiel. Und wir treffen uns auch sehr viel und gehen zum Beispiel zusammen ins Kino oder reden über mögliche Projekte, die wir machen können. Und darum, ich weiß auch nicht, das ist einfach, ich glaube, es hat auch ein bisschen mit dem Alter zu tun. Was schauen ihr so für Filme im Kino? Wir sind gerade letzte, also wir schauen immer wieder verschiedene Sachen. Wir sind zum Beispiel auch dort am Zürich Filmfestival zusammen gewesen. Wir haben jetzt wieder auf Berlin gehen zusammen, an Berlinale. Könnt ihr ab und zu Handy haben? Also je nachdem. Wenn er rausgeht. Meistens ist sind halt meine Hände schon anders. Ah, okay. So. Aber wer ist es? Ich weiß nicht, der Joe. Er war mein Kameramann beim letzten Film. Wir studieren zusammen. Ah, okay. Ja. Aber genau, das Ding ist halt wie, irgendwie, es hat halt immer ein bisschen mit dem Business an sich zu tun, aber halt, weil das auch ein Business ist, wo sehr fest
Oder zum Beispiel der Ramin, Bro. Ich habe den Ramin hure gerne als Mensch. Aber wenn ich mit ihm... Aber checkst du, wenn er redet? Oder? Warum? Nicht. Hä? Nicht, sorry. Okay. Sorry. Aber wenn ich hänge mit ihm und gehe auch zum Beispiel eben oft auch so... Eben, wir gehen zusammen ins Kino oder gehen da Events. Und genau, mit ihm bin ich Marty Supreme schauen, letzte. Ja, voll. Was ein sehr geiler Film ist übrigens. Ja. Schon lange drüber geredet. Ja, ich habe gesehen im Mail, dass du gesagt hast, 2 Tickets. Ich habe gedacht, die mir gehen. Aber... Du hättest ja können schreiben und Nein, schon ich gut. will auch gehen. Rami ist geil in sich. Ja, er ist, ja. Er ist geil in sich, ja. Ich habe gut Deutsch, oder? Ja. Okay. Ich check's immer noch nicht. Nicht, alles gut. Stark. Ja, ich auch, auf jeden Fall. Krass. Krass. Ich gehe mega viel mit dem Sandro ins Kino. Ja. Wir sind Weitwürfen. Mhm. Alles Mögliche. Okay, schön. Und zurück zum Ausgang. Ist geil gewesen, bist du allein gewesen? Mit wem bist du? Eben, ich mit dem Amos unterwegs gewesen. Und was ich eigentlich... Bist du die ganze Zeit hinten mit dem DJ-Pult gewesen? Also erstmal, ja. Ja, aber ich meine, wenn du nur mit ihm abgemacht hast, er ist ja Nein, gewisse Zeit am Auflegen, gewisse Zeit ist er unterwegs. Genau. Also Bro, ich bin auch nur so 2 Stunden gewesen. Okay. Ich habe mit ihm kennengelernt, sind andere Menschen gekommen dort, wo man halt im Ausgang sieht, ab und zu. Aber das Ding ist bei auch, Bro, ich merke mir jedes Mal, wenn ich im Club bin, was ja wirklich wenig passiert, denke ich mir nachher sehr schnell, was mache ich da? Ich könnte jetzt daheim sein. Und das ist etwas, was mich schon belastet, Bro. Ich weiss, also weißt, wo ich mir viel überlege, ist wie so, ich habe das Gefühl, ich bin schon ein Stubenhocker geworden. Ja, safe, ich auch. Ist das echt etwas, was so altersbedingt Ja, ist? 100%. Bei mir wäre Ausgang zum Beispiel eben mehr so, ich bin 32, was mache ich da? Was soll ich machen? In 10, 15, 20 Jahren eine Minderjährige kennenlernen und dann sie 3 Jahre später schwanger, oder? Wow, werden dann Namen gedroppt? Nein, wieso? Ja. Wo ist der Knopf, Bro? Nein, Bro, ich finde einfach, es geht absolut nicht. Ich weiß nicht, was du mit Namen meinst, aber es geht mehr darum, ich bin 32. Ich bin 32, Bro. Ja, fair. Also was soll ich... Aber ich meine, Ausgang ist ja nicht... Ich habe ja Ausgangsphase gehabt und logisch, ich respektiere alle die immer sagen, Bro, Ausgang ist mein Leben, weißt du, oder wo einfach gern regelmäßig eins trinken gehen, in den Ausgang gehen, was weiß ich. Aber ich für meinen Teil, Bro, ich weiß nicht, das ist so... Zum Beispiel, jetzt Longstrip war. Wie alt sind die Leute so im Schnitt? Was hast du das Gefühl? Also es hat wahrscheinlich mehr 25-jährige Personen gehabt, plus minus, wie 30 plus minus. Ja, das kann man sagen. Eben, ja, und dann... Okay, für den Spaß und zum, weißt du, sollst auch dir können erlauben, Spaß haben, Plausch und was auch immer, lustige Zeit. Aber man kann ja nicht nur sagen, Club zum Beispiel, ich weiß nicht, Bro, ich gehe auch nicht mehr so viel mit anderen Menschen. Kann ich, Bro, etwas in einer Bar etwas trinken oder essen. Also weißt du, was ich meine? Es ist Ja, ja. Ich habe das Gefühl, meine sozialen Kontakte sind schon seit einem Moment sehr, sehr, sehr low. Aber irgendwie, ich finde sie auch nicht so schlimm. nein, ich glaube, jeder ist gerade ein bisschen am machen. Ich meine, dein Kollege ist gerade Vater geworden. Der andere hat seinen Rucksack, den er am Tragen ist, wo muss irgendwie durchs Leben kommen. Ein anderer ist irgendwie also ist weggezügelt und wohnt völlig woanders. Und das ist ja immer das, was wir ja so ein bisschen geredet haben, so in der Dingszeit, wo wir so ein bisschen Wege zusammen gewohnt haben. Da haben wir so gesagt, ey, look, jetzt ist 10 von 10 Zeit. Aber wahrscheinlich mit 30 und darauf, weißt du, immer je älter du wirst, umso mehr gehst du so ein bisschen den Weg, den du für dich gezeichnet hast, oder den Weg, wo du dich siehst. Und dann kann sein, dass der eine oder andere seinen Weg halt ein bisschen weggeht von dir oder von dem Umfeld. Nicht, weil er das Umfeld nicht gerne hat oder weil er niemand kennt, sondern einfach, Bro, bis 30 ist doch geil mit deinen Ängsten und liebst alles können machen, sein und so weiter. Und ab 30 sagst du einfach, Bro, ich will einfach chillen, irgendjemand neben mir haben, chillen, Zukunft planen und Gleis festlegen und einfach gehen. Und dann siehst du dich natürlich nicht mehr so wie früher. Jeden Sonntag, jeden Samstag, jeden Freitag. Du siehst dich einmal im Monat, Bro. Aber ich glaube, jeder ist sich ein bisschen bewusst. Aber weil wir gerade so vielleicht so frisch in diesem Wechsel sind, weißt du, sogar 30, 31, 32, ist so für uns, Alter, ich weiß nicht, Mann. Früher haben wir so viel gehört, ich muss mich wieder melden, ist doch nicht richtig, dies und das und so. Aber nachher meldest du dich, sagst, machen wir ab. Die Person sagt dir, ich habe 2 Wochen. Ja, das stimmt. Und früher war es so, Bro, Freitagabend, was machst du? Ich bin nicht dumm. Aber Samstag können wir, ja, so ist gut. Ja, das Und das stimmt. ist das Leben, Bro. Was soll ich Ja. machen? Das Leben. Du musst einfach irgendetwas machen, Bro. Wenn du dich mit 30, für 32, du kannst dich wie 18 verhalten, wie 19, aber wie lange willst du das machen? Ja.
Weil irgendwann mal ist gerade 40 vor der Tür, Bro. Und dann würde ich sagen, zu geil gewesen, bis 40 voll durchgehen. Und jetzt? Es gibt Menschen, die sagen, ich will nicht heiraten, nie Kinder haben. Das ist absolut gut. Das ist absolut ihr Recht. Sie müssen ja schauen, dass sie happy sind. Aber ich finde, auf einem gewissen Alter muss ich einfach auch dementsprechend benehmen. Weißt du, wie komisch ist es damals für uns gewesen? Weißt du, als wir so mit 20, 23 ausgegangen sind, dann haben wir Leute gesehen, offensichtlich über 30 plus. Haarausfall. Alles Mögliche, Bro, Glatze. Wir sehen die Leute und wir sagen so, Bruder, ja, hast keinen Platz für dich gefunden, dass du zu uns kommst. Nachher kommt Aiken und sie freut sich, endlich Musik, die ich kann hören. hören. Pitbull kommt, Alter, 50 Cent. Apropos Ausgang, es gibt, ich habe es glaube schon mal gesagt, aber es gibt im Exil, ich bin ja in der Nähe von dort. Jetzt, Wir haben immer noch ein lebenslang gratis Exil-Ausgang in der einmal gebraucht. Bro, ich schon 2-3 Mal, aber nicht Ich viel. bin böse. Dankeschön. Dort gibt es eine Party, die heißt Trash Pop. Und die Party hat Musik von, ich weiß doch auch nicht, Bro, Trash Pop, so von Last Ketchup Ja. bis, was will man als Trash Pop bezeichnen? Avril Lavigne, Britney Spears vielleicht? Trashpop ist so Radio-Hits. Ja, so. Pitbull, Katy Perry, so die Songs, wenn die kommen, tust du Augen verdrüllen. Yeah. Stell dir vor, ich gehe jetzt ab zu dem. Weißt du? Und dabei. Und das Ding ist, ich denke mir schon länger so, eigentlich ich würde gerne mal gehen. Muss gehen. Also weißt du, so Trash Pop. Ja, heute haben wir über White Turk Zu. geredet und jetzt reden wir über White Josh. Hey, Mann. Geil. Ja, Vielleicht mit muss ich einfach all den mal- HR-Mitarbeitern da abgehen. Vielleicht müsste ich einfach mal meine Taylor Swift-Seite embracen, Bro. Vielleicht musst du einfach offen sein, einfach mal schauen, was der Josh Negroni gerade Lust hat. Einfach mal zulassen. zulassen, Bro. Ja. Und dann, weißt und dann nicht dort angehen und so sagen, auf ironisch, Ja, ich bin was da. mache ich da? Sondern wirklich mal abgehen. Nachher, kennst du die Lyrics von dem aus? Ja, und dann am Mitsingen. Nein, ich glaube, das mache ich irgendwann. Ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast. Ich habe es einfach mal mitbekommen, ich weiß nicht, wie fest das stimmt. Aber zum Beispiel Longstreet ist eigentlich immer so ein bisschen das gratis gewesen. So, Leute sind eigentlich immer gratis reingekommen, nicht Longstreet. Oder für eine Zeit lang. Ich glaube, du zahlst schon immer 10 Stutz. Und eben nachher gab es irgendwann mal halt fairerweise musst du auch Eintritt zahlen, Bro. Jeden Abend voll dort, man. Ja, Leute können teilweise nur rein und wieder raus, ohne etwas machen. ja. Und jetzt höre ich, dass sie auch nochmal mit den Preisen hoch sind. Kein Plan. Und jetzt meine allgemeine Frage so, ist Ausgang per se überhaupt noch etwas? Soll? Bro, Nightlife ist am Struggle. Gell? Also, ich meine, alle sagen, seit Covid ist vorbei. Es war, Ja. es war. Sie sagen, die neue Generation trinkt keinen Alkohol mehr. Ja. Die neue Generation geht nicht mehr in den Ausgang. Die neue Generation macht dies und das nicht. Und ich glaube, ganz ehrlich, einfach, wenn wir an einem Punkt sind, wie viele Drinks brauchst du, um so ein gutes Level abzuhoffen? Jetzt? Ja. Ein Schluck. Nein, aber jetzt, ich meine jetzt auf Real. Wirklich, ein Glas ist, Bro, ich habe jetzt die 2 Glühwein mit Schuss getrunken, Bro. Was lang? Nein, nicht so, aber schon gut getrunken gewesen. Okay. Also meine Toleranz ist momentan so tief, weil ich so lange nicht mehr trinke und so wenig. Also ich muss sagen, ich trinke wirklich wenig. Mhm. Aber ich bin halt auch so, ich bin ein Brocken Mhm. und ich glaube, ich verträge auch viel. Mhm. Aber bei mir, dass ich so gerade besoffen bin, auf einem Level, dass ich sage, es könnte jetzt kritisch werden, Ja. noch eine mehr und das ist kritisch, Ja. ist bei mir wirklich so 10 Drinks. 10 Drinks? Mhm. Bruder, willst du dich betäuben, Bro? Das habe ich 10 schon- Drinks, also, Bro, Bro. Ich sag dir ehrlich. Bro, kennst du die Film mit dem, wo sie Elefanten betäuben? Willst du direkt so einen, Bro? Nein, Bro, ich sag dir ganz ehrlich, jetzt nicht. 10 ist heavy, Bro. Das es ist Alkoholiker-Style, nicht? Bruder, Also, Also jetzt ohne Ding, aber ich habe schon ein paar Mal probiert. So, wenn ich mich. was, Chaos auf, oder? Nein, einfach so, wenn ich. Bro, ich gehe in den Ausgang, ich sage mir, heute wollte ich kaputt reingehen. Ja. Der gute Besoffen, Ja, heilaufen und sagen, ey Mami, das läuft. So der. ja. Checkst. Freundin, Ich habe Freunde gut, in Ruhe. du so gut, Schatz, weißt du, die besten 2 Minuten von deinem Leben, der Die Classic. Zeit, du Ja, weißt, ja. Bro. Für das, Bro, ich sage jetzt, zum der Level erreichen, Mhm. 10 Drinks. Bro, bei mir ist, glaube ich, 3, 4 ist vorbei. Also bei 11 ist der Kotzige, so bei mir. Ich glaube, bei mir ist 5 oder 6 Kotzige. Gut, aber ein normaler Mensch, Ja. würde ich sagen, 5, 6 Drinks und sie sind verteilt auf mehrere Stunden, Ja. sind easy besoffen. Ja, Ne? gut drauf, ja. Gut drauf. Ja.
Ja, gut, so. Ich denke mal, Und das Ding, was es gehört manchmal hören Leute nur Audio, weißt du? Und was ich da wollte sagen ist, was kostet ein Drink? Also, das war lange immer gewesen, aber ich sag 18 bis 20. 18 bis 20, Ja, 15 so. bis 20. Ja, Sagen wir 15 bis 20. So, ja. Das heisst, du musst pauschal, wenn du nicht wie ein ekelhafter Mhm. daheim vorglühen machst, 100 Stutz sicher liegen für Drinks. Minimum. Ja. Außer du bist Ost, dann hast du einen Taui liegen, bis du so viel bist. Jetzt zahlst du noch den Clubbetrieb, Mhm. 20 Stutz. Ich weiß nicht, wie ihr normal das macht. Ja. Normalerweise, was ist es? Keine 20 bis 30. Ich weiß nicht, Bro, keine. Oder? Und nachher, das heisst, du hast locker an einem Abend etwa 150 bis 20 lass 150 liegen. lass Ja. liegen. Ja. Yani, Leute gehen für das einen Tag arbeiten. Couldn't be me, Bro, Ja. aber Leute. Ja, ja, fix. Und nachher hast du das, also, vielleicht hast du mal verballert jetzt beim Amos? Nix, Bro. Ah, Nix. ja, Josh Negron. Du hast nicht gerade. Okay, krass. Krass. Ey, wo ich mit dem Kollegen in St. Moritz war, Ja. sind wir auch noch, also ich bin Samstag, Sonntag, Sonntag war Weitwurf und Samstag sind wir so ein bisschen, einfach ein bisschen rum in St. Moritz. Mhm. Und dann hat es dort so ein Resti mit einer Bar draussen, Mhm. wo so DJ am Auflegen war. Dort, er so, gibt es einen Glühwein? Ich so, zuerst mal ein Konzept von Glühwein. Ich so, hey, ich habe schon bis Weihnachten. Ja. Er so, nein, da geht's halt. Da so. ist wegen Wintergimmer. Ich so, okay, also let's go. Er so, mit Schuss? Ich so, ja, mit Schuss. Was heißt das mit Schuss? Mit einem riesen Snack, nein, wo einfach ein Schluck noch so irgendein stärker Alkohol, weißt du, so Amaretto oder so, zusätzlich ja, zum voll, Glühwein. Ja. voll, wegen du musst turn up. Ja. Und dann habe ich so einen genommen, so, schnell runtergegangen, einen zweiten genommen, innerhalb von so einer halben Stunde. Wenn überhaupt nachher ich so zum Kollegen sage, hey, look, ich spüre es gut, Ich ich spüre es gut, ich spür's gut. ich spüre es gut. Ja. Ich spüre es gut. Und ich sage dir jetzt, weil manchmal kommst du so zu dem Punkt, wo du sagst, okay, einer mehr und Ja, ja. es geht nur noch durch ab. Ja, ja. Und ich so, Bro, look, wenn ich noch einen nehme, ich gehe rein. Mhm. Ich so, jetzt musst du bist der, der jetzt der Gusto vorgibt. Ja. Gibt's einen oder gibt's nicht? Ja. Ich so, weil ich bin mit einem Fuß an der Klippe, weißt du, so, ob mich jetzt schubst oder Ja. zuziehst, es lässt bei mir gleich Ja. aus. Du bist verantwortlich quasi. Ja. Und nachher, er so, besser nicht. Ja. Und nachher, ich so, okay, ist gut. Ja, weil er hat auch gesagt, besser nicht und so. Nachher haben wir gerade letztens darüber geredet, ich habe gerade letztens gesehen. Er so, Bro, look. Er so, hast du mir gesagt, in dem Moment, Bro, geht's nochmal eine, gehen wir rein. Ja, genau. Er so, in so einer Situation, du brauchst nur einfach jemand, es muss nur jemand sagen, gehen wir rein, die andere sucht immer da, geht immer mitmachen. Und dann, ich bin mit ihm jetzt die letzten 2 Wochen unterwegs gewesen und ich habe jetzt mit ihm einmal Dart-Event bin ich besuchen mit ihm. Und mir so, weißt du, das ist gut, ein bisschen Dart und so, dies und das, kann ich zuschauen, 1, 2 Bier, vielleicht Bro, auch wieder voll durchgeht. Ist dort das gleiche, was für die 30-plus-jährige Schweizer Gin ist? Für euch? Gute Frage kann sein, ja. Also so, Keine Ahnung. Momentan, was einfach ist Dart einfach ein Hype. aber ich muss schon sagen, das ist Ja. schon Lausen. eine Abteilung von deinem Leben oder ein Abschnitt von deinem Leben, wo ich Ja. nicht erwartet habe. Ich auch nicht. Vor 10 Jahren, wenn mir jemand gesagt hat, wett drauf, was ist Hobby vom Serra die 10 Jahre, Ich habe mich ausgelacht selber. Bruder, also. Und können wir schnell ein bisschen reingehen? Weil du machst dich ja sehr gerne über mich lustig. Gehen wir Ich rein, möchte ja. mich nicht lustig machen, aber ich bin Bro, ein mach anderer dich Mensch. lustig, Ich bin weil ein es gibt besserer Sachen Mensch, passiert, die ich selber auch Aber- gar nicht verstehe. Bro. So, du bist auf dem Level angekommen, wo Mhm. du personalisierte Dart-Pfeil kaufst. Nicht personalisierte, aber Oder so halt. so brandete, opfermäßige Pfeile, ja. Yani, Wie es branded ist, ist gerade doppelt so teuer und ich gehe rein, ja. also es ist nicht ein rot oder ein blauer Dart. Es ist ein Star Wars Spiel. Es ist ein Star Wars Kannst du mir das Spiel. nochmal erklären? Also was, Es ist ein Star was Wars heißt- Dart. Was heißt, es ist ein Star Wars Dart? Bro, die Firma, die zum Beispiel Dart herstellt, also eine von denen, Mhm. die es gibt, hat Kooperation mit Star Wars Mhm. und dann haben sie ein Dart, also machen sie Dart-Designs, Mhm. wo Star Wars-Element hat, so, wo ein bisschen Star Wars handelt und das wär's. Und wenn du statt 80 gezahlt hättest, hast du jetzt wegen dem 130, 140 Mhm. für 3 Stück. Aber du könntest theoretisch ja einfach mal ficken, nicht so. Absolut, ja. Okay. Das ist momentan sehr schwierig, ja. Ja. Deswegen, ich spiele lieber Dart und lasse mich dort ficken. Krass. Und bist du gut? Ey, ich bin ein Mensch, also es ist so gewesen. Ich habe angefangen, es. Ich bin reingekommen, gut am werden. Ich bin am Spiel immer noch gut, ganz okay. Und nachher läuft es 3-4 Mal nicht. Ich muss etwas an mir ändern, weil es läuft nicht mehr. Und ich bin seitdem in der Änderungsphase. Seit etwa so, vielleicht so 3-4 Wochen,
Jedes Mal ist es anders. Jedes Mal, ich versuche Taktik zu ändern. Obwohl ich eigentlich sollte ja etwas im Kleben und einfach das durchziehen. Fändest du geil, wenn du so auf der, sagen wir, Dachregion, du wärst so Top 10 von den Dartspielern? Das ist nicht mal mein Dings. Also ich will nicht so... Aber ich finde es einfach geil. Ich finde es einfach geil, Zeitvertrieb mit Kollegen. Es braucht nicht viel, du tust etwas an die Wand hängen, schiessest ein bisschen, läuft etwas im Hintergrund im Fernsehen, ihr redet, ihr habt es lustig. Du immer wieder abwechseln und es ist einfach so Zeitvertrieb. Ich finde es ein geiler Zeitvertrieb, aber es ist natürlich auch absolut ein fauler Zeitvertrieb. Du bist dort, Bro, und du schiessest. Und das ist kein Geheimnis, Bro. 90% von den Spielern, die da spielen, sind übergewichtig. Die spielen auch nur, weil das der einzige Sport ist, wo es langt. Hör auf Schach haten, Bro, man. Nein, Bro, bei Schach ist es wenigstens noch so, irgendwelche so, eher so komische. Weißt du, was für mich Dart ist? Dart ist für mich... Es ist ein Kneipensport, Bro. Bro. Der gute Besoffene. Bro, Dart ist für mich die peinlichere Version von Boccia. Ah, das ist das, wo Senioren die silbrige Kugel. Bro. Das ist... Ich glaube, das wird eben auf mich zukommen, Mann. Boccia, Bro, ich sag dir, ich laufe mit dem Hund an mich dort, Ja. bei mir in der Nähe rum. Und dann bei dem grossen Park sind immer so die, ich sehe so 5 Köpfe und alle haben Hände hinter dem Rücken zusammen. Und der Kopf ist beim Boccia-Schüsser. Ja. Und er schießt und der Kopf synchron von allen dreht sich so nach links. Und alle machen dann Bro, ich finde es crazy, wie einfach sie können 2 Stunden lang etwas schiessen und einfach keiner macht seine Fresse auf. Und ich finde das so geil. Ich finde das so lustig. Ich würde so gerne einen Tag dort mit denen hängen, Bro. Und für mich ist dann Dart wiederum so, du könntest also auch einfach draußen im Freien, schön, chillig, Sonne geniessen, Boccia spielen. Ja, fix. Und Dart ist doch immer so, eben so Kneipen, Bro. Eben, man kann halt nur Dart schiessen von so Bars und Kneipen und so, aber eigentlich, es ist schon ein wilder Sport. Es ist schon, also wenn du ein bisschen drin bist und dich ein bisschen dich interessierst, merkst du schon, es ist schon recht können vorausgesetzt und mega festes Training und so weiter. Also, wir waren an dem Event vom Dartshop Zürich. Das sind, ich glaube, 3 Jungs, die das da seit einem Jahr machen und die haben einen Einjährigen gemacht. Nachher haben sie halt, also sie haben dann den besten Schweizer Dartspieler gerufen und noch so 2, also der Welt 40. und der Welt 44. Der beste Dartspieler heisst? Der von der Schweiz, Stefan Belmo. Du kennst ihn sogar? So ein Dickrider. Bro, wir haben einfach nur die Schweiz. So ein Dickrider, Alter. Immer, egal, ich kann zum Beispiel, hast du Olympische Spiele von Winter, also Dings geschaut? Ja, Stefan, ich bin riesen Fan, Mann. Bro, ich bin voll so voll ja, Mann. Wir sind hinter dir, also ich bin das Beste. Also, nein, Mann. Krass, Wir sind sorry. im Hintergrund, aber auf jeden Fall, der ist in die Welt 111 oder so. Und es hat mich einfach angefangen zu interessieren, Bro. Und darf ich etwas fragen? Die Punktzahl vom Dart in so Sport wie so Dart und Ping-Pong und so, ich weiß nicht, ist das auch so, da kommst du einfach Punkte über, indem du ein Turnier gönnst? Dart wird ein bisschen anders Wie wird das gemessen. Bei der Dart-Weltrangliste so gesagt, wird nach Preisgelder gemessen. Okay. Und momentan ist halt ein 18-jähriger Erster. Er hat, glaube ich, 2 Millionen Pfund gemacht, aber er spielt erst seit 2 Jahren Profi oder so. Irgend so etwas, ich schon wahrscheinlich Scheiß. Aber er ist unter anderem der Grund, wieso er so einen Hype hat. Aber darf ich noch fragen, das heisst, ein Stefan Belmo, der in der Schweiz spielt, und ich nehme mal an, die Schweizer Turniere sind Preisgelder maximal bei 5K. Keine Ahnung, aber es gibt einmal immer WM jedes Jahr. Das ist im Ali Pally in London. Ja. Einmal gibt es immer WM und der Gewinner sagt ein fettes Preisgeld ab. Und jetzt hat er im Dezember WM gewesen, nachher hat er 18-Jährige gewonnen. Ich glaube, er ist der Erste, der es, glaube ich, 2-mal geholt hat hintereinander. Gibt es Kennex dort? Ey, schau jetzt, ich habe wirklich gedacht, das ist so voll ein Allmann-Wiesensport und so. Bro, es hat alles Mögliche, Bro. Ich habe sogar gegoogelt nach einem Kurt und so weiter. Auf Profiniveau gibt es leider noch nicht so von unseren Leuten. Aber es gibt, Bro, es ist krass, der Sport hat momentan einen riesen Hype. Auf der ganzen Welt findest du Spieler. Also auf jedem Kontinent. Du findest Europa, du findest Nordamerika, Südamerika, Afrika, Asien. Japaner sind recht stark. Puerto Rico. Einer aus Kenia ist recht stark. Leute aus Kenia sind recht stark. Holländer sind recht stark. Engländer sind recht stark. So die. Und ich finde es einfach, Bro, also so ein Event von ihnen.
Es ist einfach eine Halle mit 10'000 Leuten und das ist einfach so Ballermann-Style. Okay. Alles auf. Aber noch eine Frage. Hm? So seit 3,5-4 Jahren machst du dich über mich lustig wegen White Josh und du machst Events, wo nur die White People machen. Ja. So, und jetzt spielst du Dart. Bro, Darf ich nur das fragen? absolut. Absolut, Ist ja. gut, ich kann nichts weiter Du kannst das fragen, absolut. Ich kann da nichts weiter Das Gute ist, ich habe es meinen Kennex-Cousins gezeigt Mhm. und alle machen das gerne mit. Also vielleicht ist es mehr als ein Hype, ich weiß nicht. Ist echt cool, wenn man keinen Job hat und so, kann man das machen, das ist geil. Ja, weil vor allem ist es so zeitaufwendig und braucht so viel Vorbereitung und musst in einen Verein gehen und trainieren. Ich kann nur das von dir hören, ob du... Aber Bro, ich Hm. zum Beispiel, ich unterstütze dich bei so Sachen. Spielen wir mal ein bisschen zusammen, Bro. Das weniger. Du machst ein bisschen Schüsse, nachher Bro, willst du kann schauen, das es ist nicht. lustig. Bro, es gibt keinen Sport, ich sag dir ganz ehrlich, Mhm. nicht weil ich wie vorher gesagt habe, ein Brocken bin, Bro. Mhm. Es gibt, glaube ich, keinen Mensch auf der Welt, wo sportlich so unglaublich unbegabt ist wie ich. Und ich meine das nicht auf leistungsbasiert. Mhm. Alles, was mit Koordination zu tun hat, Bro. Brauchst du das nicht? Alles, was mit nicht Kondition, Koordination, weißt du? Keine Sorge, Bro. Bruder, Auge, Hand, alles unmöglich. Es gibt keinen Sport auf der Welt, wo ich bis jetzt gesagt habe, ey, ich habe ein Flair dafür. Und ich kann dir sagen, Bro, Volleyball, Fußball, Karate, Bro, Boxen. Boxen, du Hund, Boxen. Es gibt, glaube ich habe so viele Sachen, Bro. Nicht einmal, ich würde sogar, um dir beweisen, ich würde sogar Hornussen probieren, um dir zu zeigen. Hornussen, Schweizer Baseball. Ah, das ist glaube ich das, wo... Ja, voll, haben wir letztes Mal der Kollege auch erzählt. Ja. Bro, es gibt keinen Sport, wo ich auf irgendeine Art und Weise talentiert bin, wo ich ein Flair dafür habe. Ey, Bro, vielleicht kannst du ja mal Dart versuchen, Bro. Ich meine es ernst, weil in Österreich ist ein Serb Nummer 1. Ah gut, Ein Brate, Bro. Ja, das ist schon krass. Der Mensur, eine riesen Legende, Bro. Ja, das ist schon krass. Aber es ist unmöglich, Bro. Ich habe früher Dart gespielt bei so Derneck und so, weißt du, bei so diesen Dingen, hat es immer hinten einen Dart gehabt. Ich habe sicher 30 von diesen Dart-Spitzen kaputt gemacht. Ja, aber Bro, zum Beispiel, so wie wir immer da gespielt haben, Ja. was haben wir versucht zu schiessen? Einfach so fest wie möglich dort. Aber in die was Mitte. haben wir gezielt? Ja, Mitte ist Mitte. Ass, Bro. Ja. Mitte ist eigentlich Ass. Ja. Krass. Eigentlich auf Mitte gehst du voll Ass. Aber weil wir rote Aber Punkte Mitte gibt und doch so. 50 Punkte. Ja, Und aber Mitte ist so klein, Bro. Triff mal so klein. Ja. Dafür hast du so Flächen mit 60 Punkten. ah, Das checkst du, das habe ich auch erst angefangen zu checken, als ich reingekommen bin. aber ja. Nein, krass, Bro. Krass. Ich, ganz ehrlich, ich unterstütze dich. Ich feiere das. Ich finde es geil, Bro. Ich habe jetzt, ist wirklich nicht das günstiges Hobby, man. Ich habe wirklich Geld jetzt liegen lassen. Und das Gute ist eben, zum guten Glück kann ich Leute im Umfeld, die auch jetzt das Interesse teilen, weil, Bro, wäre ich jetzt allein, es hat mich nie gecatcht. Weil ich habe wirklich, da muss ich ehrlich sein zu mir, ich habe wirklich, wenn jemand früher da gesagt hat, ich habe einfach nie ernst genommen. Für mich ist es einfach so, eben so Kneipe, Bro. So trinkst, du 3-4 trinken mit einem Kollegen und machst etwas, was du mitgemacht hast. Aber was ich noch gesehen habe, die Events, die Leute, die Menschen dahinter, die mitmachen, Preisgelder, alles mögliche. Und dann selber mal anfangen zu spielen, Bro, das hat mich voll gecatcht. Das hat mich brutal gecatcht. Ich könnte jeden Tag könnte ich locker so eine halbe Stunde ein bisschen schiessen. Ja, es ist richtig einfach, es kostet mich nichts. Ich schaue mich an, dass ich Sport mache, obwohl ich keinen Sport mache. Ich arbeite auf irgendetwas, ich mache irgendetwas. Und es ist etwas Soziales. Ich habe Kollegen, Bro, die das machen. Es ist 10 von 10. Also für mich ist einfach wie so das, Bro. Für mich, du wirst immer mein Bruder bleiben. Solange du nicht Pedal spielst, Bro. Du Missgeburt. Nur mich das erzählt haben, bringst du das jetzt, hä? Du Missgeburt. Ja. Das kann ich nicht einmal, ich schwöre auf alles. Ich habe mich lustig machen über Pedal spielen. Ja. Aber Bro, du bist jetzt einmal gegangen. Ja, und ich würde gerne noch mehr gehen. Ah, das ist crazy, Aber Bro. es macht richtig Spaß, Mann. Das ist richtig fruchtig, Bruder. Ich sag dir Aber ehrlich. wieso? Es macht richtig Spaß. Bro, von mir aus, geh Tennis spielen, Bruder. Aber wieso? Von mir Pedal aus- ist doch auch easy. Von mir aus, geh Ping-Pong spielen, Bruder. Es gibt 2-3 Von Menschen, mir Bro, aus, Bro, die richtige Washis sind, mach Bro. Squash, Bro. Äh, Aber ich bitte dich, Pedal, Bruder. äh. Ja, nee. Ich habe mit dem Ramin schon viel diskutiert darüber und der Ramin hat mir gesagt, geh lieber Sport machen, bevor du mich, Du fragst den Ramin. Bruder... Du fragst den Ramin. Wie lange ist die Schweiz? Der ist von Nein, 2 Jahren in nein. die Schweiz gekommen, Bro. Wieso sagst du das die ganze Zeit? Bro, wie sollte der Ramin wissen, was Pedal ist, Er Bruder? spielt
pro Monat sicher 3 Mal Pedal. Ich will ihn kaputt ficken, Bro. Also. Du verwechselst das mit Cricket, Bro. 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 Scheiße. Bro. Ja. Nein, ich sag dir, Mm. Bro, schreib mal am Ramin, Mm. geht mal zusammen go Pedal spielen, Mm. tun die Schläger für nehmen, oder? Schiessen die Böllen, Ja. wenn ihr fertig sind, gehen euch gegenseitig in den Arsch go ficken. Ja, Bro. okay. Ich habe eine Person mit Kontakt, wo ich zu gerne wieder anrufen, ich will wissen, ob das der Person sagst. Gehst du Fan spielen? Ja. Ja. Ich doch mal nicht. Ciao, tschüss. Nee. Bro, Pedal für mich ganz ehrlich. Bro. Okay, ja, Ganz ehrlich, Bro, ganz ehrlich. Der Warte Hate of schnell. Dart, ich Darf habe verstanden. Darf ich noch schnell etwas sagen? Okay. Bro, progressiv. Wir sind offen. Ja. Jeder soll machen, jeder soll lieben, wer er will. Mm. Aber für mich, bei Pedal hört es auf, Bro. Sag dir ehrlich. Aber wieso? Sag mal, wirklich glaubhaft, so auf ernsthaft Grund. Ich mache Sport, Mhm. ich mache etwas für meine Gesundheit, Mhm. ich verbringe Zeit mit meinen Kollegen Mhm. und es macht mir Spaß. Mhm. Jetzt, wo siehst du etwas Problematisches in dem? Du sagst mir, wo siehst du dem problematisch? Bro, ich muss dich erinnern an die Zeiten, wo du mein Leben gefickt hast. Hm. Mit was? Bro, ich kann die Sachen nicht führen holen, Bro. Nachher die Leute alle cancelled, Bro. Aber Ich sag nur, Bro, ich habe angefangen, irgendeinen Sport machen oder irgendein Getränk nehmen. Ich habe nicht mehr aufgehört zu hören. Ah, dem Fall nimmst du auch. Francis Moore. Aber- dem Fall aber dies, warte, dem Fall aber das. warte. Und du aber gehst warte. Pedal spielen, Bruder, spielst Dart in der Freizeit und sagst mir, White Josh, Aber Bruder, du hast letzte Woche erzählt, dass du Musical gegangen bist, Mann. Das sind Welten, Mann. Das habe ich vergessen, Bro. Das macht mich auch noch hässlich, immer noch. Also Musical, ich gehe Musical, ich bin der White Ding. Und du gehst mit anderen, nicht mit anderen, sondern mit übergewichtigen, wahrscheinlich auch sehr shady Menschen in einem Pub go viel schiessen, als wären bei Hunger Games. Ja. Nee, ich mache Sport, Bruder. Dann gehe ich Paddler go spielen. Bro. Dann gehe ich Paddler go spielen, ich mache echten Sport. Ich schwitze, Bro. Und das macht mir Spaß. Ich verbrenne Kalorien, ich schaue auf meine Gesundheit. Du bist nicht Roger Federer, Bruder. Ich will nie Roger bist Federer nicht sein, Roger Bro. Ich Federer. bin nicht Roger Federer, Bro. Du bist nicht, Ich will Bro. niemals Roger Federer Du sein. bist nicht, Bro. Ich will nicht. Ich will einfach etwas machen, was Bro. mir Spaß macht und was gesund ist. Bro, dann... Wenn es einen Fußballverein im Winter gibt, letztes Mal habe ich mich wieder anmelden mit einem Kollegen. Dieser Bro, weil es Amateurfußball ist, jetzt haben wir im Dezember Pause bis März. Ich will zu gerne gut shooten, man. Aber ich wüsste, ich will mir Sachen brechen, wegen zu unsportlich. Aber egal, ich Du schon nichts, wenn du so schlägst wie ein Pedal. Hm. Oh! So, wenn du schlägst. Oh! Nein, jedes Mal, wenn ich schlage, Bro, ganze Raum wird pink. Dingsgeruch kommt aber so von der Wand. Lavendelgeruch. Jetzt übertriebst du. Ah, okay. Ja, jetzt nicht. Bro, also, einmal gehen wir Pedal Ich kann spielen. nicht, Bro. Wieso nicht? Wie du zu mal bist. Wie ich bin Mann. Wie du zu mal bist zum Sport Ich muss machen. ein Haus bauen daheim. Ah, du Verstehst musst ausbauen. Bro, Du musst erst noch Ziegel selber bauen und so. ich muss Finanzen regeln, Bruder. Ah, Verstehst krass. Ich habe keine Zeit für Pedal, Bro. Ja. Wenn du mit mir wie ein Mann go Tennis spielen, Bro, Ja. gehen wir. Okay, Verstehst du? okay. Wenn nicht die Wenn du nächste willst- Musical Wenn du gehen? willst, wie ein Mann mit mir viel Bogen nehmen Ja, und go schiessen, ja. ruf mich. Also, dann komm. Wenn du willst mit mir Dart Philly, so, oder Ah, Pedal, ja? Oh, ruf mich nicht, Bruder. Okay, krass, Mann, Ruf krass. mich Mann. nicht. Ja, bei was bist denn du tendenziell dabei? Bei was für Sport? Einfach allgemein, wie kann ich dich rufen? Bruder, ruf mich, wenn du ein Rad brauchst. Ein väterlicher Rat, Bruder. Ah, okay. Kann ich dich auch rufen, wenn ich in eine Musical gehe zum Beispiel? Oder kann ich dich rufen, wenn ich... ich glaube, es würde sagen, aber was ist dies denn? Was haben wir nicht? Bro, das Ding ist, ich Hm. stand dazu immer noch wie vor Hm. ein paar Wochen. Ich bin als Musical gegangen, es hat Hm. mich berührt, Bro. Hast du Ich bin als Musical gegangen, bist du reingegangen und bist rausgelaufen oder so, okay, dann fahr ich bei. das ist crazy. Das Das- würde ich wirklich, nein, das finde ich auch nicht lustig, Bro. Keine Ahnung, Bro. Ja, also... okay. Nein, aber ich Ja. wollte dir sagen, ich bin gegangen. Hm. Es hat mich so berührt, ich habe eine Träne in die Augen gehabt, Bro. Hm. Ein Trainer, der Trainer in den Augen hat. Bro, Crazy. Bro, ich habe Crazy. getränt, Bro. Hm. Ich habe berührt, das hat mich berührt, Bro. Okay, wann hast du erst mal Sport gemacht? Crazy. Ja, ich frage nur, bei dem, wenn ich gerne... Crazy. Bei dem weiss ich, was du gemacht hast, ich gerne dabei bei dem. Also Sportakus vor mir. Nein, aber ich sage nur, du lässt mich aus, wie ich Sport mache. Wann bist du und was hast du gemacht? Dann würde ich gerne Kann mit dir ich das dich- okay, machen. ich frage schnell. Hm. Erstmal fick dich, Bro. Zweitens, ich kehr schnell um, Bruder. Okay. Wenn ich vor 1,5 Jahren dir gesagt hätte, ey Bro, ich habe angefangen Dart zu spielen.
Was hättest du mir gesagt? Sag mir ganz ehrlich, bitte. Hättest du mir so erzählt, wie ich dir erzählt, ich Ja. hätte dir zugelassen, 100%. Weil er ist mir auch so vorgestellt worden. Ich habe nicht etwas geschaut, ich habe gefunden, das ist geil. Kollegen, Menschen, die ich liebe, sind zu mir gekommen. Bro, was meinst du? Ich habe einfach so, hab Fresse. Bro, ich Und bin, nachher- ich bin go boxen, Bro. Wer ist mit dir mitgekommen? Warte, ich bin Nein, go nein, wer ist mit dir boxen, als mitgekommen? wäre ich ein Sport, wie Rocky Balboa, Bro. Ja. Ich komme heim, ich so, ey Jungs, ich bin Boxer gewesen und du, Mohammed Ali, hängst jetzt. Hast du nicht gesagt, go Klitschko, Bro, jetzt nachher einmal. du so, Bro, aber komm doch mal mit, denkst du. Und dann wärst du mit dir mitgekommen? Bist du mitgekommen? Bruder, stresst mich nicht, ich bin mit dir Trainings mitgekommen. Ich bin mit dir auf Tös, dort beim Ich glaube, du lügst, Bro. Lidl dort hinten, bin ich mit dir mitgekommen. Okay. Ah. Und, wie ist sie? Es war geil, gewesen, aber es war nicht für mich. Gewesen. Aber ich bin trotzdem mitgekommen, du so, Bro, komm, gib dir das mal. Okay, fair. Aber schau. Also, es ist nicht bei ihm etwas für mich gewesen. Wahrscheinlich bei jedem anderen Coach wahrscheinlich schon. Ah, okay. Ja. Ja, das stimmt, der Coach ist Kein Bastard, Bro. Er hat gedacht, wir sind immer noch 1940, Bro, im Krieg. Fair. Ja. Deswegen, ich habe dir zugelassen, Bro, ich habe nicht judged. Bruder, ich Es habe ist dir vor Sport. ein paar Wochen von Musiker erzählt, du hast Aber das ist doch kein judged Sport, wie Bruder. blöd. Das ist doch kein Sport. Ich Du rede von judgest, Sport. Bro, du judgest, ich bin im Militär gewesen, Bro, du judgest mich seit und je weg. Aber wieso judge ich dich? Weil du jedes Mal... judge ich dich Ja... Ah, was, sorry? Militär? Ja, also ich bin Halbweiber gewesen. 600 Leute habe ich unter meinen Eier gehabt. Erstens sind Wenn ich ihnen 700. gesagt habe, alle haben Sitz gemacht. Krass nicht. Schau, wo ich bin. Und ich habe gesagt, ja, Bro, mein checken, dass du 700 Leute unter die Eier hast. Okay. Das ist so, na, gut, Bro, lass mal einen Scheiß gemacht. Aber Bro, ich bin anders. Ich so, schau, mach nicht noch einmal. Bro, ich Bro, Leute sind mit Eier am Nuckeln dort. Ich so, okay, tamam, ich kann checken. Bro, ich muss ganz ehrlich sagen, dass du das so perfekt wiedergeben hast, ist ein Beweis, ich habe zu viel darüber geredet. Bro, noch einmal sagen, wie der Militär. Ja, ich kann nicht mal vor dem Militär reden. Bro, die ganze Welt denkt, ja, sogar die Leute von Dune von dir wissen, 700 Leute unter Justin Eier. 3,5 Jahre Podcast, wir haben einmal über Militär geredet, Bro. Nein, niemals. Einmal. Eine Folge. Niemals. Und die Folge war gut gewesen. Leute haben Wenn ich- geschrieben, erzähl mir von Militär. Ich kann nicht, weil ich bin umgeben von Haters. Nein, Bro. Haters, wo... Wir haben sogar einen TikTok gemacht, wo du gesagt hast, du so, ja, weißt du, wir haben da so Pöstler, irgendetwas und Leute sind am Trippen wegen dem Hut und so weiter. Und das haben Leute auch. Ja. Leute haben gedacht, du bist echt wieder Halbweiber. Alle in den Kommentaren, Nockel. Ja, er hat Trap, Ich muss dir etwas erzählen. Ja. Ich bin mit meiner Freundin zu einer Arbeitskollegin von ihr eingeladen gewesen, zum Essen. Ja, wow, immer kritisch. Ich habe Sie- gar nicht gerne so Arbeits. Bro, ich hab gar nicht gern. Ja, wirklich. Aber egal, ihre Arbeitskollegin und ihre Freund haben uns eingeladen. Mhm. Geil gekocht, Bro. Was hat es gegeben? Riz Casimir wahrscheinlich. Nein, Bro, fett geile Lasagne. Von Ottolenghi. Das ist Also, so ein- gemacht oder so? Also, was heißt selber Ottering? gemacht. Ah, okay. Ottolenghi ist ein Koch. So ein- Chill, man, checken, du hängst mir nur am Bauch auf. Nein, Bro, also, es ist, ja, ist einfach, ich kann es auch nicht. Ich habe letztes Mal übrigens über dem Sinni von empfohlen. Crazy. Das ist crazy. Zum ersten Mal, ja. Ottolenghi ist so ein Koch, der sich halt spezialisiert auf vegetarische Speisen. Ah, ist ein Big Name, vegetarische Lasagne. Genau, aber ja, hat schon ballert. klar. Hat Ja, ballert. ja, ich habe schon Bruder. gegessen, das ist crazy. Auf jeden Fall hat ballert. Und es ist eben in Kreisen, wenn man sich ein bisschen auskennt, ich ja nicht, aber wenn man sich ein bisschen auskennt mit so Kulinarik und so, ist Ottolenghi ein Name, Bro. Mhm. So, auf jeden Fall, nach seinem Kochbuch haben die das gemacht, brutal, fein gewesen und so. Das Ding ist, irgendwie ist das Gespräch zum Militär gegangen. Wenn ich will, ich stelle dein Achtung. Und das Ding ist, ich sage jetzt mal von 2,5 Stunden Ja. Essen und Gespräch, habe ich locker 1 Stunde 45 mit Begrüßen und allem über Militär geredet. Nein, ich übertrieb. Und das Ding ist, das ist 1,5, 2 Jahre her. Wahrscheinlich hat deine Frau, die haben mir gesagt, so, ja, hast du mir das so lange über das reden? Bro, das Ding ist, wir sind nicht mehr eingeladen worden nach dem. Und das Ding ist, meine Frau hat nicht mal etwas gesagt. Es war so schlimm gewesen, Bro. Ich habe so lange über das geredet, ich habe nicht aufgehört. Ja, und das ist passiert und das habe ich gemacht. Wo ich gesagt habe, Schatz, habe ich heute ein bisschen zu viel über Militär geredet. Ist sie schon im Achtung gewesen? Bro, sobald ich es gesagt habe, boom! Wie oft habe ich dir gesagt, hab deine Fresse? Wie oft habe ich dir gesagt, ist gut, lies den Raum. du bist halb Du bist nicht Mittelpunkt vom Universum. Es ist nicht... Ey, Bro, scheiße. Und darum, Bro, Oh mein fair. Ja, ey, am Anfang, es ist jedes Mal so gewesen, du hast immer ausgeholt, Bro. Und irgendwann ist so zu so einem Zeitpunkt gekommen, wenn ich und du unterwegs sind in irgendwelchen Kreisen und du so, ja, Militär. Hast du immer so, Militär, schaust mich an, du so.
Also sag, komm. Bro, mittlerweile... So, sag, bevor ich anfange. Bro, Sag. mittlerweile jemand sagt Militär, ich höre dich schon. Ja, super, dann bis Wir morgen. sind gefickt, Mann. Nein, Scheiße. darum sehr fair, sehr fair. Ja. Ist doch ein guter Abschluss. Vielleicht noch zum Schluss. Ja, oder hau etwas raus, ja. Ja, noch ganz kurz, sorry, was ich wollte als Outro sagen. Ihr hört das am Montag, wenn ihr geile Sachen sind, und dann habt ihr noch knapp 24 Stunden Zeit. Gönnt go wählen, Mann. Es ist ein bisschen spät, dass ich das sage, dass wir das sagen, aber gönnt go wählen. Es ist eine wichtige Wahl. Informiert euch darüber. Und wenn ich dafür darf lobbyieren, ist das richtig? In dem Fall ja, wenn sie ihr Geld geben dafür. Aha, nein, dann nicht. Okay, sorry. dann kannst du deine eigene Meinung sagen. Ja, okay, das ist meine Meinung. Stimmt für Kurdistan. Kurdistan, nein. Stimmt, überlegt euch, macht eure Meinung und tünt euch wirklich überlegen, wie ihr wollt wählen bezüglich der Abstimmung, die mir sehr am Herzen liegt, wegen der Halbwegs-Initiative. Und ich denke, einerseits gibt es ganz viele Gründe, warum man Nein sollte stimmen, aber der Hauptgrund für euch sollte sein, ich will immer noch in dieser Branche arbeiten, Mann. Rettet unsere Kultur. Helft uns. Das ist meine Meinung. Und ja, können abstimmen. Ja, Mann, wichtig ist, egal wie ihr wählt, es ist schon mal gut, dass ihr von dem Recht und dem Luxus, den wir da haben, mittlerweile muss man Luxus sagen, Gebrauch macht. Gehen wählen, gehen stimmen. Und Wetter ist crazy, nächste Woche, übernächste Woche auch, ich glaube, es der Frühling kommt. Mich schießt fett an wegen Polenstaub. Aber it is what it is. Genießt die Zeit, sind füreinander da und liebt einfach euch ein bisschen mehr, ich weiß nicht. Und viel Spaß beim Paddel bei euch. Das ist kurz und